irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war, Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so fallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal. Ha? Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ein ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, das ist jetzt unser Headset. Warum hörst du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinen Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kibius ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust.
Hallo? Na, so. Habe ich dir Mike? Guten Abend. Wie tatsächlich ein bisschen sehr spontan unterwegs heute. War eigentlich. Zack, wie schaut es denn da eigentlich aus? Ich am Arsch, der mal wieder anstehen. Für das, dass ich halt eigentlich gar nicht geplant habe, live zum gehen. Also wenn ich das heute in der Früh gewusst hätte, hätte ich in der Früh keinen Ping nicht gemacht. Aber naja, aber als Streamer muss man ja ein wenig spontan sein, wenn man denkt, ne? Tut mir leid, dass ich nicht vorher Bescheid gesagt habe. Ach, tu dir nicht runter, alles gut. Wart's aus. Ja, war mir nur nicht sicher, weil gestern hast du gesagt, ja, ich glaube, du hast gemeint, du gehst heute live. Dann schau ich so, ja, 14 Uhr, 15 Uhr nix, 16 Uhr nix, 17 Uhr nix. Ja, so um 6 Uhr haben wir gedacht, jetzt schreibe ich mal, weil dann grätsch ich eventuell noch ein, weil die Mai ist vorher gerade vom Mingo heimgekommen. Und die hat gemeint, sie ist halt hübsch platt. Also ich kann ruhig runtergehen, wenn es war. Und dann haben wir gedacht, ja, weil ich sonst am Wochenende sowieso überhaupt nicht mehr dazukomme eigentlich. Und ich am Sonntag jetzt auch der Jassi nicht eingrätschen mehr hat. Und man denkt, ziehst du das heute noch schnell durch. Mal schauen, ich hätte eigentlich vor, Bloodborne heute zu beenden. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen, ob wir das auch wirklich schaffen. Wenn es so zügig geht wie beim letzten Mal, dann ja. Und wenn nicht, wenn uns irgendein Boss aufhält, dann nicht. Mal schauen. Ja, ich wollte, da war ich noch unterwegs und jetzt bockt es mich nicht mehr. Ja, gut, verstehe ich. Das verstehe ich total. Aber ich denke, jetzt schreibe da einfach einmal, weil, ne, ich wollte ja dann dir auch nicht eingrätschen, weil ich war ja auf dem Stand, dass du halt live gehst. Von daher, aber das passt ja dann schon. Ne? Ich kann ein wenig daddeln, ne? Schauen, dass wir Bloodborne fertig bringen, weil dann können wir nächste Woche tatsächlich mit Battlefield anfangen. Das war ja eigentlich das Ziel diese Woche gewesen, dass ich mit dem Projekt fertig wäre. Damit dann nächste Woche Platz für Neues wird tatsächlich. Oder wieder Platz für Neues wird, weil mit Limbo wären wir nächste Woche auch sehr wahrscheinlich fertig, weil der Prof haben wir bei 70% ungefähr. Ich glaube, das füllt nicht einmal mehr einen ganzen Stream an und für sich. Mal schauen. Aber ja, weil theoretisch hätte ich noch 2 Bosse jetzt. Rein theoretisch. Das ist der Endboss vom DLC und der Endboss vom Main Game. Tatsächlich. Mal gucken. Aber da ja der DLC-Endboss einer der stärksten Bosse ist im Souls-Universum und ich den selbst noch nie bekämpft habe, bin ich mir heute jetzt natürlich nicht sicher, wie schnell oder wie langsam das geht. Könnte maximal 30 Minuten werden. Was so kurz? Okay, dann muss ich mir für einen Limbo-Stream noch eine zusätzliche Sache ausdenken, aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht spielen wir ein Yu-Gi-Oh! Dann hinterher. Mal gucken. Das darf sich sogar anbieten. Mal schauen. Aber das kriegen wir schon. Prof habe ich die abgesehen davon. Genau. Also wie gesagt, Plan, jetzt einfach nur irgendwie ganz entspannt versuchen, Bloodborne fertig zu bringen. Und dann, ja, dann war es im Endeffekt für heute. So, auf die Art. Mehr sollte nicht passieren, aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange das dauert. Es kann sein, dass ich in der Stunde schon wieder fort bin. Es kann sein, dass ich in 2 Stunden noch da hocke. Lass mal auf uns zukommen. Ne, wie gesagt, die jetzt haben wir jetzt im letzten Gebiet tatsächlich. Und es waren rein theoretisch nur 2 Bosse. Mal schauen. Lass mal auf uns zukommen, da die fast sagen. Ansonsten, ja gut, gibt's jetzt nichts Neues, weil am Mittwoch waren wir erst live. Von daher hat es jetzt nicht wirklich was getan bei mir. Aber ansonsten hoffe ich, dass es in Goli gut geht soweit. Und dass gut ins Wochenende kommen hat, an und für sich. Ne? Ich habe ja seit heute ja quasi auch frei, ich habe ja quasi heute Kurzarbeit. Fange dann am Montag wieder an, ganz normal, anstelle von Sonntag. Normalerweise müsste ich ja Sonntag anfangen. Aber da wir das Wochenende jetzt dieses Jahr nicht mehr arbeiten, habe ich quasi Schonfrist sozusagen. Ne? Schauen wir mal. Wird einem schon. In diesem Fall, falls
falls er gerade schon da ist, kann ich mir sogar gut vorstellen, Special Greets haben meine Arbeitskollegen, die gerade in der Spätschicht hocken. Kann ich mir gut vorstellen. Oder falls sie es nachschauen, mir kann keiner einfach mal, dass ich nicht an euch denkt hätte. Die wo mit mir normal im Schichtrhythmus warten, weil normalerweise hätte ich ja halt Spätschicht. Wie gesagt, wenn da die Kurzarbeit nicht wäre. Aber okay. Das Positive ist, ich kann heute dafür jetzt live gehen, ne? An und für sich. Gut. Dann, da ich fast vorschlagen, schauen wir ins Spiel rein. Und wo wir stehen geblieben haben. Genau. Da war es gewesen. Genau da war es gewesen. So, da haben wir letztes Mal den Boss gelegt. Und der hat uns quasi die Türe hier geöffnet. Da haben wir dann auch einen Boss gelegt. Einer der geilsten Bosse im Bloodborne. Nämlich Lady Maria. Und die wiederum, wenn man schluckt. Beziehungsweise jetzt möchte ich mal schnell kurz schauen, ob man beim Händler irgendwelche neue Sachen kaufen kann. Weil ich glaube, du kriegst ja irgendwie ihr Schwert. Und Stoshi Habitäre, einen wunderschönen guten Abend. Haben wir noch in der Spätschicht oder haben wir schon am Wochenende? So wie die kennen, bist du noch in der Spätschicht. Spellmann ist ein wenig laut. Schauen wir mal ein wenig runter. Jetzt sogar schon die unheimlichen kaufen. Bisschen Jäger Seife, unheimliche Begräbnisklinge. Was, die kann man kaufen? Heiliges Mondlichtschwert, das ist die vom Ludwig. Erbsenser Wirbeltone, amygdalanischer Arm, bisschen klar. Okay, die von der Maria kann ich quasi noch nicht kaufen. Schade, weil das ist die beste Geschickwaffe im Spiel. Man, ist zwar nicht so, dass man die was bringen hat, weil ich ja nicht auf Geschick skillt habe an und für sich. Aber okay. Ist der fein. Aber der Meskalin, grüß dich Gott. Auch an dich einen wunderschönen guten Abend. So, astraler Urturm. Warum ist denn das Spiel so laut? Bist du verarschen oder was? Ist eigentlich nicht, oder? Schauen wir mal, jetzt müsste es passen. Schau ich gerade mal so ein wenig auf OBS. Keine Ahnung, warum das Spiel so laut. Ah, doch, weil ich dich bei der Game Capture Card ein bisschen aufgetragen habe. Aber Bloodborne ist generell ein sehr lautes Spiel. So. Da können wir jetzt quasi, wenn ich mich recht entsinne, in so eine Art Fischerdorf. Das quasi so das letzte Gebiet in dem Spiel ist. Ist dafür ein wenig knackiger. Soweit ich das aus der Erinnerung her schließen kann. Monster. Söhne für die Unglücklichen. Beim Zorn von Mutterkuss. Du bist freundlich. Gnade für das arme Greisekind. Gnade. Andi, Habitäre, grüß dich gut. Bitte. Okay, da tut man quasi gar nichts. Fischerdorf. Ja, tatsächlich. War wirklich ein Fischerdorf. Okay. Dann wirst du mal schauen. Das erinnert mich, also es ist natürlich jetzt, Bloodborne hat es ja vor Resident Evil 8 schon gegeben, aber das erinnert mich voll an das Gebiet oder an die Arena, wo man in Resident Evil 8 an Moreau bekämpft. Den Fisch, den komischen. Hat halt voll den Vibe.
Die hören sich schon auf, wie wenn sie Wasser in der Lunge hätten. Das sind aber ein Haufen. Na, Moment einmal. Sneaky Peaky. Ist leicht voll geil. Alter, ich mag so eine Lampen haben. So smaragdgrüne Lampen, da die anders feiern. Oder ein Fische drin. Fischis. Da die total feiern, wenn man einen Endboss vom DLC mit dem Fisch besiegen dann. Mäßigungsblut, Dunstblut, Edelstein. Stufe 6. Whatever. Okay. Ja gut. Da geht's aber jetzt erstmal recht linear, habe ich so das Gefühl. Oh, da liegt was. Blutführer. Nice, den nehmen wir mit. Und gut, wir haben natürlich entsprechend viel Blutviolen als auch Quecksilberkugeln auf Lager. Von daher haben wir, was das Inventar geht, relativ gut aufgestellt. Blitzpapier kann ich dann für Einsicht noch kaufen, weil ich weiß, dass die ganzen Kreaturen da blitzanfällig sind. Inklusive des Endbosses. Oh, was ist das? Alter, was? Irgendwer ist da zündig. Okay, wer kostet die? Wer kostet das? Wer macht die Totenköpfe? Ach, er da hinten? Ja, die helfe ich ein schon. Bleielixier. Achso, da kann man sie unsichtbar machen. Okay, das darf Sinn machen auf jeden Fall. Oh, leck, was bist denn du? Das Vieh ist ja ekelhaft. Pfui Teufel. Also, ich meinte, der will lebendig. Ja gut, okay. Ja gut, der war klar. Da war ein Kaltblut. Ah, die Märste, die fürs einer schauen. Einen schönen Abend, die und ein schönes Wochenende. Jetzt was beobachtet. Ah, der hat was fallen lassen da hinten? Oder war das vorher schon da? Ich hab keine Ahnung. Ölurne. Leck, Alter, wo zum Fick kämen denn die jetzt alle her? Hier da oben. Jetzt, oh leck, jetzt wird's gerade ein wenig stressig. Jetzt wird's gerade ein wenig stressig, Freunde der Sonne. Weiß nicht, ob man es merkt. So, da haben wir Blutfiolen, okay. Okay, die kleinen Dinger, die wo sogar leichten, die sind quasi entzündlich as fuck. Das heißt, wenn ich selber... Moment mal, hab ich Mollys? Ich hab mir doch Moll... Ah, schau her. Hab ich sogar noch. Ich hab mir gedacht, ich hab mir doch irgendwann einmal vor geraumer Zeit Mollys gekauft. Seltsamer Feuer, Dunstblut. Gut, Feuer ist da natürlich als Waffenverzauberung gar nicht einmal unübel. Müssen wir mal schauen. Ist das sonst nicht... Wo?
Warte mal, von wo haben wir gekommen? Von da, oder? Ja, von da haben wir einer gekommen, da geht's auch noch um. Christoph, habe dir einen wunderschönen Freitag und ein schönes Wochenende wünsche. Danke dir, Christoph. Dir natürlich auch. Ich hoffe, du bist gut ins Wochenende gestartet. Schön, dass du einer schaust. Mir geht's gut. So, was haben wir jetzt da? Aha, da die 3 lustigen 4. Maul, du Kobold. Mal so sneaky peaky von schräg oben quasi, von hinten. Oh, drüber geschlagen. Passiert die Besten. So, was haben wir da? Jetzt. So, wer hat jetzt da geschrien? Wer war das? Ah, er ist Speerwerfer, gell? Olympionike, oder wie sage ich das? Du bist größer wie die anderen, oder? Ah. Jetzt. Gut, mein Glück ist, dass die nicht so viel aushalten. Tatsächlich, die geben mir aber einen Haufen Blutechos, tatsächlich. Ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit 15.000 Blutechos gemacht. Natürlich, danke, wenn ihr was euch sehe. Habe ein verlängertes Wochenende schon seit gestern. Das ist natürlich. Halt's Maul. Verlängertes Wochenende, ja, das fühle ich total. Das ist bei mir quasi genauso. Na, eigentlich seit heute im Wochenende schon. Also, ich hab quasi heute nicht mehr arbeiten müssen, weil ich Kurzarbeit habe. Boah, leck, Alter. Okay, ich sehe das Problem in dem Gebiet. Die Gegner halten zwar relativ wenig aus, aber dafür kommen die in schierer Anzahl. Deswegen macht das Blei-Elixier, was wir da vorher gefunden haben, auch durchaus Sinn. Aua. Okay, ich warte jetzt gerade drauf, bis einer von den Statuen da lebendig wird. Das war wieder so typisch Troll FromSoft. Lieber mal draufschlagen, damit nichts passiert. Ah, da ist wieder der Zauberer. Nein, Fischi, nein, los mit. Ja, okay, GG. Okay. Das Gebiet ist durchaus nicht ohne. Es sind ein Haufen Gegner. Es sind wirklich ein Haufen Gegner. Muss mal schauen, ob ich da jetzt einfach so ohne weiteres durchlaufen kann. Ich vermute mal eher nicht. Beziehungsweise... Bis daher war ja alles fein eigentlich. Der ist mit einer Berührung quasi tot. Da hinten war der Dicke drin, den lassen wir auch mal da drin. Da oben wirft der einer mit den Granaten rum. Das glaube ich auch mal gesagt, wenn ich mich nicht täusche, ist schon geil, oder? Naja, du kriegst halt für die Zeit ein bisschen weniger Lohn. Weil Kurzarbeitergeld ist ja nicht 100% von deinem Lohnausgleich.
Jetzt laufe ich da herbei. Ja, okay, das geht aber tatsächlich. Aber du kannst ja dann doch einige Gegner skippen, wenn man sich vorrangig schon umgeschaut hat. Seit einer 4-Tage-Woche vorerst. Ja, dann weißt du eh, was Phase ist quasi. So, da hinten war erstens einmal der komische Spellcaster. So, fangen wir mal. Ja gut, viel Schaden macht's nicht. Die machen. Jetzt kommt der andere. Alter, was für eine Range hat denn das? Das ist ja Wahnsinn. Heilige Scheiße. Ah, Django, kommst du mal her zu mir? Leck. Der überfordert mich gerade ein wenig. Was, das hat mich noch erwischt. Jetzt bin ich wieder hier. Alter, du dummes Arschloch. Ich sag nix. Oder der hat mir jetzt einfach 15 Heilungen. Der hat mir jetzt 15 Heilungen gekostet. Boah, der gibt aber auch der Fuchs. Siege, aber die Ehre und merci für deinen Dreier, danke dir. Alter, das Viech hat mich einfach 15 Heilungen gekostet. Also der hat auch meine Echos gehabt, deswegen hat der so viel gegeben. Das hätte mir jetzt aber auch gewundert, wenn der einfach random 58.000 Seelen droppt. So, er muss jetzt auf der... Oh, jetzt bleib ich da hängen, ernsthaft? Maul. Okay, sollen wir irgendwie schauen. Warte mal, kann man da... Gibt's da einen Shortcut oder irgendwie sowas? Geht's irgendwie hinterher? Ah, warte mal. Da hinten liegt irgendwas. Blutsteinbro. Okay, zum Waffen aufwerten. Sieger, ist gut bei dir. So, okay. Also ein Shortcut zu einer Lampe, der war jetzt tatsächlich nicht einmal schlecht. Oder eine neue Lampe. Na mehr. Da unten, das Ding da, oder? Da kommt der Endboss raus. Also quasi da unten, wenn wir haben wir am Ende der... Wait. Ich konnte mich da schon droppen lassen. Okay. Deiner Habitiere, grüß dich, gut. Schönen guten Abend. Wie geht's da? Oh, das sind Lampen. Ist gut. Untergrundzellenschlüssel zur inneren Kammer.
Öffnet sich nicht von dieser Seite, okay. Ja, du, da gehen wir mal in den Raum des Jägers, gell? Wenn wir die ganzen Blutwürden wieder auffrischen, damit nichts passiert. Und schauen, ob meine Waffen vielleicht ausbaufähig ist. Ja, gut geht's mir auf Wochenende sei Dank und dir so hast heute schon einen blutgeborenen Erfolg gehabt. Bisher noch nicht. Aber wir schauen mal, wie weit es uns führt. Noch, ja. Also mein Ziel war halt eigentlich Bloodborne fertig zu machen. So, jetzt schauen wir. Waffe verstärken. Ah, die geht noch nicht, weil da gehen wir noch 3 Blutsteinbrocken ab. Okay, passt. Der war mal Waffe reparieren. Und dann Blutedelsteinverstärkung. Weil wir haben ja Neues gefunden. Vielleicht können wir irgendwo unseren Damage boosten. So tatsächlich nicht, okay. So, auch nicht. Da auch nicht. Okay, ja gut. Beim Rainer passt alles, das gefreut mich. Und beim Sieg ja. Bei mir ist soweit übrigens auch alles in Ordnung. Also alles im grünen Bereich tatsächlich. So, Leuchtturmhütte. Wo warten wir? Also wir konnten jetzt quasi direkt zum Endboss gehen oder halt noch das Gebiet unterhalb erkunden. Jetzt schauen wir einfach mal, jetzt erkunden wir noch mehr ein bisschen und wenn es ist, können wir ja straight uns da oben droppen lassen sozusagen. Also nicht da, sondern... Warte mal, das war da, oder? Genau, da hinten. Okay. Dann schauen wir erstmal da entlang. Was es da so gibt. Erstmal aus dem grintigen Fischerdorf. Öffnet sich... Achso, wir müssen sowieso da oben. Oder wie sage ich das? Achso, wir müssen uns sowieso da oben fallen lassen, okay. Na gut, dann geht's aber nicht direkt zum Endboss, das kann man mir nicht vorstellen, weil da hat es ja ganz Gebietsgruppen tatsächlich. Aber dann laufen wir halt einfach da mal entlang. Schauen wir mal, was passiert. Ja, aber da bin ich mich jetzt oben fallen los. Oh nein, ist schon wieder Glockentussi. Wer Bimmel, Herz mir renkt am Bimmel auf. Ich bin nicht Christ. Nein, ich mag nicht, ich glaub nicht. Ja, was zur Hölle? Kommt jetzt der Undertaker oder was? Alle? Ja gut, ich renne halt damit rum mit den falschen Besten. Ach du Scheiße. Warum muss ich da jetzt invasiert werden? Das gefällt mir gar nicht. Aber. Ja, viel aushalten tut er nicht. Blutbefleckte Armbänder, aha. Ja, okay, haben wir schon Kleider nicht geschlagen. Oh, bist jetzt du wieder? Das ist jetzt schon ein wenig asozial, okay? Also. Da kannst du aber nichts sagen. Du garantiert wieder einen ums Eck, oder? Sagst du, wie es ist. Wieder, wo haben wir denn hier da zur verfickten Hölle? Ah ja, kommt der auf mich zu, passt. Das ist ja schon mal dieser Lord da, okay. Da bümmeln sie nochmal irgendwo. Ah, ich sag schon, du wirst dort in dem Abschnitt relativ oft invasiert. Wifi, habe die Ehre und Cartman habe die Ehre, grüß euch. Früher ging nicht, haben wir was gegessen. Ja, brauchst du nicht rechtfertigen, deswegen Gottes Willen. Freue mich, wenn du jetzt auch da bist. Gottes Willen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Wie geht's, Enk?
So, wie schauen wir jetzt da aus? Jetzt ist glaube ich, ein bisschen verzweigt, da die ganze Geschichte da jetzt, gell? Ob ich so im Urin. Aber die Ehre. Leck, Alter. Also ich meine, mein Glück ist ja wirklich, dass die nicht viel aushalten. Aber da bin ich so... Ah! Wieder was? Wait a minute. Wo haben wir denn mir jetzt da? Ah, okay, ja, okay, versteh schon. Wo wir haben. Okay, alles klar. Ja, aber gut, haben wir vom Chinesen bestellt. Oh, ja, ich hab halt tatsächlich auch chinesische Nudeln gegessen, tatsächlich. Ich bin vom Gym, wie ich heute Mittag vom Gym haben bin, haben wir beim Chinesen noch ein Backel Nudeln, also eine Portion Nudeln mit haben. Aber die haben wir jetzt abends kredenzt, tatsächlich. War gut. Ja, essen muss ich ja noch auch noch. Was gibt's bei dir gut heute? Ah, da ist er da! Da möchte gern Zeus auf Wurst bestellt. Da gehst her. Die blitze gleich ohne. Also da ist er noch so einer. War gescheiter, wenn sie den einen Kopf ein wenig blitzen darf. Und da hat's wenigstens mal etwas sehen. So, aha, da hinten haben sie jetzt zu dritt. Okay, da geht's alle, oder? Leiter hinabsteigen, ja, okay. Das Ding ist, ich weiß ja nicht, ob ich da richtig bin. Das werden wir halt wahrscheinlich erst ausfinden müssen. Aber wir haben zumindest einen Shortcut offen. Das ist gut für uns. So, die Frage ist, ich will mich... Okay, das war Selbstmordkommando über das dünne Bredel da hinzugehen. Also gehen wir lieber doch da her, weil ich sag's wie es ist, die springen mich sowieso früher oder später an. Dann machen wir es lieber gleich so, dann haben sie verrammt. Wo es weg ist, ist weg. Ja? Wo es tot ist, kann er nicht mehr umbringen. Das ist eine kleine Faustregel. Oh, leck mir Marsch. Eine kleine Faustregel in Soul-Spielen, Freunde. Was jetzt ist, ja, das oh, leck, was haben sie denn da für Kritik? Dort wäre Eier gelegt, aber ganz massivst. Warum habe ich so das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas anspringt, wenn ich da reingehe? Was, das ist schon wieder... Steinbrocken, okay. Das ist schon wieder so, weiß ich nicht. Also es ist schon wieder... Das Item da hinten, das liegt nicht unbewacht. Sag ich doch. Alter, wo haben sie einen Enk ausgeschissen? Das ist ja ein Wahnsinn. Einfach mal überall dranhauen, dann meine ich, wird schon besser. Seltsamer Arkan, Dunst, Blut, Edel... Wow, leck. Ich verstehe die Frage nicht. Bin der Jäger Ackermann, ne? Ich ackert überall durch. So, wo ist jetzt das nächste Riesenviech, was mich umhaut? Na, wenigstens haben die nicht Schnee. Das ist ja was. Carmen, danke für deine 15er Stream-Serie. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. So. Wohin dieser Item aber. Okay, wo bist jetzt du hergekommen? Oh, ich hör was groß. Blutsteinbrocken? Ich hab da gerade was Großes gehört. Da oben liegt auch noch etwas. Schon wieder? Alter, du werfen uns da echt nahtlos Blutsteinbrocken noch hin, oder nicht? Schon krass.
Oh nein, nicht schon. Jetzt entspannt sinken mal, okay? Narrendunsblutstein. Ich mag aber keinen Noser. Wer bimmelt denn jetzt schon wieder? Ich mag nicht, dass es bimmelt. Lasst sie Herz halt auf. Oh nein, das kannst du aber löten. Zählt nix. Alter, du dummes Mistviech! Alter. Oh, da ist aber schon grintig zum Kämpfer, da, gell? Ich sag halt nix. Ich sag darin nix. Ich muss da raus. Das ist unmöglich darin zum Kämpfen. Die Kamera so blöd dreht. Da gehen wir da raus, da, damit wir mal ein wenig Tacheles reden können, wir zwei. Weil es ist schon einfach, wenn sie die Kamera weit nach unten dreht. Da. Lass dich gleich schleiern, da. Du Gaskopf. Bist nicht mehr so cool, wenn die Kamera mal auf meiner Seite ist, gell? Arschkeibe. So. Weiter looten. War eher dafür, dass ich noch mit Blutviolen kriege jetzt, weil ich vermute mal, dass die Gegner da drin nicht schlechter werden jetzt. So, wie schauen wir aus? Da ist hell. Aber ein bisschen vorsichtig sein da drin, weil ich vermute mir, da bald wieder was anspringt. Ah, da geht's nicht aus, oder was? Okay. Bleielixier. Zum Unsichtbarmachen. Aber da geht's jetzt nirgends weiter, oder? Da geht's nirgends weiter. Oder übersehe ich da was? Da hinten ist nichts, da waren wir? Nö, da ist Sackgasse. Okay, dann haben wir den Weg, den wir sonst machen. Aber gut, egal. Es muss ja noch einen anderen Weg geben. Es muss ja quasi noch einen anderen Weg geben. Schauen wir mal. Gut, dass wir da alles jetzt zerpimmelt haben. Weil, können wir da ganz entspannt in Ruhe weiterlaufen. So, da war das Item drin. Ja, da müssen wir über die Leute wieder auf, sehe ich schon. Also, wo es auch immer da schief gelaufen ist, es war nicht gut. So. Aha, da hinten schaut's mir über, wenn es weitergeht. Blutviolen, das ist gut. Mehr Blutviolen ist auch mehr gut. Perfekt. Dann haben wir wieder volle Heilung. So, da ist jetzt der Shortcut. Darf ich kurz eingrätschen? Ja klar. Gut, wenn aber da der Shortcut ist. Schau bitte kurz das kopieren, okay. Alles klar? Okay. Mach ich. Aber muss er mal Sorgen machen? Okay, jetzt pass Obacht. Jetzt muss ich... Jetzt... Hä? Jetzt wart. Der Shortcut bringt mir faktisch nichts, weil da ist Sackgasse. Okay, jetzt pass auf. Jetzt muss ich nur schauen, wie bei mir da... Nein, nein, gar nicht. Okay, ja gut, passt.
Jetzt muss ich mal schauen, wie wir mir da gelaufen sind. Das war jetzt nämlich gar nicht mehr. Da oben. So, da hinten haben wir invasiert worden, dann haben wir da hinten und dann da oben über die Ding drüber, oder? Oder haben wir wieder hinten umgegangen? Nein, da haben wir nicht umgegangen, das ist nicht weitergegangen. Wir haben da rüber gelaufen. Da rauf und dann da rein. Ja, genau, so war's. Und da ist ein Leute, wir werden unten müssen. Man kann es ja da runterfallen lassen, dann kann man da hinten. Okay, jetzt pass auf. Das können wir schon irgendwie. Dann gehen wir jetzt einfach mal da oben. Dann sehen wir es schon. Dann ist Niki Piki. Popo, Liebe. Die muss schon sein. Ich liebe Eingebeideangriffe. Ich hoffe, das werden die FromSoft-Entwickler mal wieder aufgreifen. Ne? Achso, dann können wir auch da runter. Okay, wir müssen sowieso da her, vermutlich. Boah, leck, jetzt war der bald da. Oh, das war jetzt gefährlich geworden. Ich will den Hamm nachher umdüdeln. Okay. Oh nein, nein! Ja, da springen wir nicht neu, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, dass ich blindlings da noch renne. So, jetzt hätte ich da doch gerade diese Leiter erinnert, dem ist aber leider nicht so. Jetzt schauen wir uns da einfach mal ein wenig um. Lol, okay. Die verschwendet die jetzt einmal nicht, weil ich vermute mal, dass die da nicht aufkommen. Walleck! Oh, die können wir durchdorfen. Tatsächlich. Au. Au. Jetzt. Das jag ich schon selber in die Luft. Das darfst du glauben. Ja, weil der andere wirft nämlich schon. Da hinten übrigens auch. Moment einmal, vielleicht. Jetzt pass auf. Das kann jetzt massiv gut laufen, das kann aber massiv. Ja, das werde ich von da nicht schaffen. Aber probieren wir es mal. Ah, es war total so. Walleck. Jetzt glaube ich, habe ich ein Verschärftsproblem. Walleck, Alter. Stressig. Ja, wirf mal daher, das kannst du schon probieren. Ach, da kann ich durchrennen. Gut zu wissen.
Blutsteinbrocken. Schon wieder einer? Da traue ich mir jetzt ehrlich gesagt mit der Feuerwaffe gar nicht dran schlagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das dann nicht sogar noch hochgeht. Da hinten habe ich auf alle Fälle noch ein Item übersehen, das muss ich dann gleich noch holen. Da unten liegt auch noch etwas. Schon wieder Blutsteinbrocken. Ich glaube, ich kann meine Begräbnisklinge mittlerweile maxen. Was haben wir jetzt da? Ach du Scheiße. Ach, da geht's oben. Okay, Vorsicht. Da ist ein Abgrund. Ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das auch mehr hört. Erinnert halt voll an Resi 8. Ach, da kämen wir nur darum dumm. Okay, never mind. Ja, aber die Frage ist, wo geht's weiter? Wahrscheinlich dahinter. Dann mal schnell, wenn wir den Django da ausschalten. Steinbrocken. Das hat jetzt im Vorbeischauen ausgeschaut, als hätte es der Handtaschen. Ja, machen wir Blattbahn und Grafik. Das machen wir seltsam, das stimmt. Giranui habe ich, die haben wir schon gefunden. Fischfett maximal. So, okay, wo Weg? Was ist bei dir, Shira? Oh, okay. Ja, natürlich, Fisch generell gesund. Ja, durchaus. Unterschreibe ich. Aber ich bin zwar jetzt gerade ein wenig verwirrt, weil ich nicht weiß, wo es weitergeht. Jetzt lassen wir mal sinnieren. So, da haben wir umgelaufen. Da hinten ist ein Sackgasse, aber da muss ja da irgendwo weitergehen. Ah, warte mal, da hinten waren wir noch nicht. Da hinten haben wir noch nicht gewesen. Jo, da waren wir schon, da haben wir da rausgekommen. Okay. Was? Ja, aber da haben wir wieder so eine Rund. Warte mal. Da waren wir jetzt überall. Da unten waren wir auch. Da haben wir zusammengerammt. Das passt ja. Warte mal. Ja gut, in das Haus eigentlich bringt uns nichts. Da geht's auch nicht weiter. Ja, da muss da weitergehen. Dann habe ich da irgendwas übersehen. Dann habe ich da irgendwas übersehen. Ah, warte mal, da schau. Ah, Moment mal. Ich bin verwirrt. Genau, da war der Loot. Das hat... Bei mir habe ich die. Grüß dich gut. Jetzt warte mal. Ist da noch hinten weitergegangen, habe ich doch nicht geschaut. Ist da noch weitergegangen, aber da ist ein Sackgasse, da geht's nicht weiter.
Muss ich endlich mal an das Lidl schicken? Ja, jederzeit. Hä? Freunde der Sonne, ich check jetzt gerade überhaupt nicht, wo es weitergehen soll. Da waren wir ja drin, da ist nichts mehr gewesen. Oder? Na, da gibt's nichts. Okay. Jetzt bin ich überfragt. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo ich weitergehen soll. Weil da gibt's auch nichts. Hä? Okay. Wo kommst jetzt du her, Bittchen? Magst du dein Maul halten? Quecksilberkugel, ja gut. Ja, das gibt's ja nicht, da muss ja irgendwo weitergehen, das kann nicht sein. Shira, gib mir mal einen Tipp. Bitte. Warte mal, muss man sich da vielleicht runterfallen lassen? Nein, das kann nicht sein, da sterbe ich. Wobei da hinten vielleicht. Da unten ist auf alle Fälle was, aber wie kommst du da hin? Okay, warte mal. Gut, dass schon alles hier ist. Was dort, wo du vorher in der Höhle warst, ist eines Kasakasse, wenn ich mich richtig erinnere. Wie jetzt? Da wo ich gerade drin war, oder was? Also quasi da, wo ich gerade gesagt habe, in der komischen Höhle, da wo so Dukt ist drin, oder was? Da geht's ja offensichtlich nicht weiter. Ah, warte mal. Ah. Ja, okay. Lol. Ja, magst du jetzt da mal aufbekommen oder brauchst du eine Einladung oder? Ja, okay, aber was bringt mir die? Das Beste angewandt, hä? Mal eher. Das check ich nicht.
Warte, mit der Hund ist auch noch. So, ist nur ein Set, okay. Okay. Ja, aber da gibt's weit und breit nichts. Da habe ich schon alles angeschaut. Da geht's nur so rundum. Und da oben ist ein Sackgasse. Das gibt's ja nicht, da muss ja irgendwo weitergehen, das kann ja nicht sein. Wahrscheinlich bin ich schon 8-mal an dem Ding vorbeigelaufen und ich sehe es halt einfach nicht. Also tendenziell da die sagen, da hinten bei der Höhle geht's weiter. Wenn ich es nur mehr finde. Ach, doch, ja, okay. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Aber wo? Weil da runterfallen, da unten liegen ja überall Items. Das heißt, da musst du irgendwie hin, aber da kannst du dich nicht runterfallen lassen, weil da bist du safe am Arsch. Links abbiegen, rechts abbiegen. Links abbiegen, rechts abbiegen. Achso, Höhle rein, links abbiegen. Da unten quasi. Warte mal, was ist das da hinten? Ach, da kommen wir wieder da raus. Ja, das ist der Shortcut, genau. Weil da ist unser... Wait. Da ist Lampen. Aber da geht's nicht weiter. Okay. Also der Shortcut, der ist ja auch nicht ohne Grund da. So, wo ist jetzt da die Leiter gewesen? Da ist die Leiter. Da bimmelt auch noch mal irgendwas. Aber das ist ja nur das Set. Ach, da kann man sie runterfallen lassen. Oh Gott. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Aufzug hinführt. Aber erfahrungsgemäß. Wait. Nehmen wir nochmal her. Vielleicht ist das ein Shortcut. Aha, ja, perfekt. Easy. Okay. Ich glaube, wir sind ein neuer Endboss. Tatsächlich. Ich glaube, wir sind nahe dem Endboss. So, let me see. So, jetzt kann ich nämlich die unheimliche Begräbnisklinge einmal auf... Gut, Blutbrocken habe ich halt leider keinen mehr.
Aber... Schauen wir nochmal, vielleicht hat sich nochmal was verändert. Oder vielleicht können wir es nochmal hochbuffen, je nachdem. Sägehackbeil einfach, das ist so krass, das ist Startwaffen einfach und die carryt die komplett durch. Das ist so krass im Bloodborne. Gut, jetzt gehe ich nochmal Weisheit aus. Da kannst du sogar Marias Gewand und alles kaufen. Wie viel habe ich? 12. 3, 8. Ja gut, das klang nicht ganz. Wobei, warte mal, ich kann konsumieren. Wobei, na. Gebe ich tatsächlich für Blitzpapier aus. Weil der Finalboss ist ja blitzanfällig. Das weiß ich zufälligerweise. Von daher... Leuchtturmhütte, okay. Ich glaube, da wo die Kreaturen so runterliegen, also so gebückt dort liegen, so beten, da meine ich, das ist quasi der finale Pfad zum Endboss vom DLC. Von daher... Mal gucken. Ja, da ist der Endboss. Freunde der Sonne. Da ist der Endboss vom DLC. Sind wir da bereit? Der Endboss, der wo da kommt, galt lange Zeit als der schwierigste Boss im From Software Universum. Ist mittlerweile abgelöst. Durch unter anderem Malenia. Malenia hat den tatsächlich abgelöst im Ranking. Ich selber, wie gesagt, ich habe noch nie gegen diesen Boss selbst gekämpft. Ich habe ihn natürlich gesehen. Ich weiß, was da für ein Boss kommt. Er ist damals aber das war damals quasi der Boss, den es zu legen galt. Das kann man so ungefähr vergleichen wie mit dem Prime Radan heute. Also vorm Nerf. Prime Radan ist ja mittlerweile auch ein bisschen genervt worden. Aber so auf dem Level war das damals. Also für damalige Verhältnisse von vor 9 Jahren ist dieser Endboss, oder vor 8 Jahren, weil es ist ja tatsächlich ein bisschen später gekommen, galt dieser Boss als die Benchmark im From Software Hause. Ne? Mal schauen. Melania, Melanie, Hauptsache Alessio. Ja, genau. Der Alessio. Der gute Alte. Ja, okay. Let's see. Da kommt eine Cutscene tatsächlich. Die gönnen wir uns natürlich. Und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen gegen den. Wie gesagt, ich habe selber noch nie gegen den gekämpft. Muss nicht einschätzen. Weißen Knabe vom Kos. Quasi frisch auf die Welt gekommen.
Ach, der wirft? Okay. Au. Oh. Ah, sehr spät. Wow, leck mir Busch. Hä? Wo ist er denn? Okay, wie dodgt man das? Okay, ich verstehe, warum der lange Zeit als unangefochten Nummer 1 galt. Nein! Scheiße. Schade, fast first try. Oh, der ist stark. Lebt mich am Arsch. Ich verstehe, warum. Der dreht schon anders durch. Aber geiler Bossfight auf jeden Fall. Die erste Phase geht tatsächlich eigentlich relativ gut. Aber in der zweiten eskaliert er ziemlich. Also er legt in der zweiten Phase doch deutlich drauf. Wohl lecker so. Die zweite Phase, er wird deutlich schneller, vor allem. Ich glaube, dass du in der zweiten Phase tendenziell ziemlich gut mit der Pistole arbeiten kannst, rein theoretisch. Ich hätte jetzt ein paar Mal versucht, hinter ihm zu kommen, wenn er so hoch springt und dann einen schweren Angriff noch zu ziehen, weil da wieder quasi mehr oder weniger, da kannst du quasi einen Eingeweideangriff triggern. Aber ist mir leider nicht gelungen.
Boah, leck. Ja, wo der hinschlägt, wuchst aber wirklich kein großen mehr, gell? Leck mich doch am Arsch! Ja, die ist so getroffen. What? Lol. Boah, leck. Ah, diese Öl. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Du bist ein Sackgesicht. So, nur weil ich noch wegstehe. Oh, was? Ja, okay, jetzt bin ich aber volle Kanüle drin gestanden. Ah, schade. Aber so knapp. In der ersten Phase einfach 2-3 Heilungen weniger verbraucht, dann hat's gelungen. Es fehlt nicht viel. Es ist ganz knappe Geschichte hier.
Du hast schon GG eingegeben. Ah, nicht zu früh, Freund. Nie zu früh, Freund. Das ist halt der DLC-Endboss, ne? Das ist halt. Ja, ist schon. Ja, ist. Also, so jetzt aktuell für mich so machbar. Ja, definitiv. Aber. Ja, einen guten Siege. Mehr ist für den Löck. Kann er dann theoretisch noch überlegen, dass ich noch Rune eine tue für mehr Heilung. Dass ich mehr Heilfiolen habe. Das würde natürlich auch gehen. Aber jetzt schauen wir mal. Es geht ja nicht viel ab. So, ne? Und für sich. Jetzt muss ich mal merken, dass da zwei kommen. Der ist voraussehbar. Das war vielleicht ein wenig zu greedy. Weil der aber von einem Eck in das andere springt. Alter, was? Alter, was zur Hölle? Ich sag noch nicht. Das ist irre. Den hat er doch vorher noch nicht gemacht, oder? Das wir verarschen jetzt. Das ist so gut gelaufen, die erste Phase. Jetzt. Wahnsinn, wie die umeinander schwänzelt. Okay, jetzt gefühlt den ganzen Kampf sehe ich eigentlich gar nicht, was er macht. Kannst du auch mit der Pistole noch nicht angreifen. Okay, das war mehr Duselwiderstand. Ja, Mosch.
Oh, was tut er denn? Du sagst halt einfach mit gar nichts mehr. Ja, okay, wie ich dem ausweiche, also wenn er das von da hinten macht, keine Ahnung. Oh Mann! Anfang zweite Phase eskaliert er einfach so krass, dass ich überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und das kostet mir einfach 15 Heilungen, so gefühlt. Oder 10. Und deswegen, schade. Aber es waren jetzt 3 Tries, die waren einfach verdammt eng. Und der Try ist jetzt nur in die Hose gegangen, weil er mich einfach am Anfang von der zweiten Phase komplett überfordert hat. Kein Schreibfehler. Passt schon, ist gut. Da fehlt nicht viel. Das ist... Zumindest in der ersten Phase, glaube ich, weiß ich, wo ich einen guten Eingeweide-Angriff machen kann. In der zweiten Phase, so gesehen, ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo man da mit der Pistole countern kann. Weil er da gefühlt... Da ist er so viel am Rumspringen. Sehe ich gerade überhaupt kein Licht nicht. Wo man da ein bisschen mit der Pistole kontert. Bin ich überfragt. Muss auch bitte sei so oft daneben schlag. Boah, komm her. Der macht aber utopischen Schaden, gell? Oh, und der macht auch weiter. Dann, wenn ich mich gerade heil. Das ist brutal. Okay, der Try ist eigentlich doomed. Leider nicht frontal gestanden. Einmal zu spät. Oh, kein Blitzpapier mehr. Switch. Oh, perfekt. Ja, wenn da in der Wand hinspringt, wo du gerade stehst, kommst du nicht weg.
Ich darf nicht mit der Pistole kommen, weil es keinen Sinn macht. Boah, Alter, hast du's jetzt bald mal? Ach, die Blitz kommen immer von vorne, egal wenn er auf der Seite steht. Alles klar. Oh, leck mich am Arsch. Alter, das ist richtig mies. Ah, kommst nicht mehr weg. Das ist brutal. Der ist richtig stark. Leck mich am Arsch. Hätte ich so nicht können sehen. Alter, der erwischt die einmal, du kommst aus der Kombo nicht mehr raus. Das ist irre. Also bei mir schluckt es einfach nur ein. Ich sehe nichts, ich merke nur, dass es einfach massiv einschluckt. Wie den dodge, keine Ahnung. Steht wieder genau in der Mauer drin. Ach komm, hey! Stirb! Leck mich am Arsch! Wie jetzt? Es gibt gerade 60.000 Echos? Ist er hier? Ja. Was bist jetzt du? Hallo? Was kann ich da jetzt machen? Hä? Hallo? Was kann man da machen? Ich sehe da ein Phantom. Danke, die Wifi. Okay, aber ich verstehe, warum der lange als schwerster Souls-Boss galt. Der ist schon richtig übel. Leck mich am Arsch. Der ist schon richtig übel. Jetzt weiß ich, war das der dritte oder vierte Versuch? Ich weiß es nicht. Aber der wenn durchtrat, das ist schon brutal. Vor allem vor allem in der zweiten Phase, der wenn die mit seinem Schlag trifft, der wirft die aus der Haltung aus und du kannst nichts mehr tun. Hey, was tut man da jetzt? Ich hab da irgendwas gekriegt von ihm? Henkerhandschuhe.
Gewürm? Ey, was war denn das für... Wo ist denn das? Ist das Rune? Nein. Ey, was ist denn das jetzt dann für ein Ding gewesen? Oder ist das eine Waffe gewesen, oder was? Oder ist es auch? Ah, kostbar. Ah, das ist eine Waffe. Okay, also beziehungsweise ein Kantzauber. Ja, aber was jetzt da mit dem Phantom ist, weiß ich nicht. Kann man das hauen? Albtraum erschlagen. Oh, okay. Süßes Kind von Kos. Zurückgekehrt in den Ozean. Hab ich gern gemacht. Bodenloser Fluch. Ein bodenloses Meer. Die Akzeptanz von allem, das ist. Und allem, das sein kann. Wir haben ja jetzt quasi... Achso, jetzt ist der Mondweg, jetzt geht quasi die Sonne auf. Das heißt quasi, die Quintessenz ist jetzt, dass der Albtraum vorbei ist. Okay. Und das ist quasi Kos, das ist quasi eine Göttin sozusagen, also zumindest das, was davon über ist. Und die hat Kos quasi auf die Welt gebracht, sozusagen. Kos, die Mutter des Kosmos, oder wie die heißt, keine Ahnung. Gut, dann bleibt nur noch eins, Freunde, das ist auch nicht der Endboss vom Main-Game. Der ist, also damals war der auch ziemlich stark, aber der dürfte jetzt deutlich leichter werden als der hier. Im Vergleich, ne? Den machen wir jetzt auch noch schnell. Was ist denn jetzt? Oh, ich bin eine, ja schon, ja, das passt doch perfekt. Das ist übrigens eine der geilsten Bosskampfkulissen oder Bosskampfarenen, die sie jemals designt haben. Die ist richtig, richtig cool gemacht. Den kennst du schon? Ja. Also ich hab den Endboss vom DLC ja vom Sang her auch schon kennt. Ich hab ihn nur noch nie selber bekämpft, weil ich ja das DLC jetzt tatsächlich zum ersten Mal selber gespielt hab. Aber den da, den hab ich schon ein paar Mal bekämpft tatsächlich. Schauen wir mal. Das schaut richtig geil aus, die Arena. So, da sitzt er. Der German, der wo vorher aber in dem Haus gesessen ist. Unser Lehrmeister sozusagen. Jäger, ihr habt euch gut geschlagen. Die Nacht ist fast vorbei. Jetzt werde ich bei euch Gnade walten lassen. Ihr werdet sterben, den Traum vergessen und unter der Morgensonne erwachen. Ihr werdet frei sein von diesem schrecklichen Traum des Jägers. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt dein Leben einreichen. Das ist quasi jetzt, du kannst jetzt, also Bloodborne hat, ich glaube, 4 verschiedene Enden. Und 2 davon kannst du allein nur durchs Durchspielen so jetzt halt schon kriegen. Also quasi entweder du reichst dein Leben jetzt ein, du lässt dich quasi vom German töten, ja, der enthauptet dich, da kommt eine kleine Cutscene. Und dann, wie er sagt, dann erwachst du und du bist wieder in deiner ganz normalen Welt. Also das alles, was hier im Bloodborne sich abgespielt hat, passiert ja nicht in echt, sondern das ist ja ein Traum. Ne? Und der German bietet dir quasi jetzt an, dass er dir im Traum dein Leben nimmt, damit du aus diesem Traum erwachst und dann dein Leben ganz normal weiterführen kannst. Heißt aber im Umkehrschluss, du kämpfst da gar nicht gegen ihn. Ne? Oder die zweite Möglichkeit, das ist die, wo wir machen werden, weil Content und so, wir werden dieses Angebot ablehnen. Daraufhin wird der German relativ zintig werden und greift uns dann an. Weil dann quasi, wenn du, der German ist ja selber auch seit Ewigkeiten in diesem Albtraum gefangen. Ne? Der ist ja eigentlich auch nur ein normaler Mensch eigentlich. Der Shira weiß da wahrscheinlich mehr dazu zu der Lore. Wenn wir mir einen German umbringen, dann erwacht er quasi aus diesem Traum nach etlichen Äonen gefühlt, wo der da im Albtraum festhängt. Deswegen werden wir mir das ablehnen. Die Quintessenz daraus ist aber natürlich, dass wir dann im Albtraum bleiben. Ne? Sofern wir ihn besiegen.
Was war es? Die Jagd, das Blut oder der schreckliche Traum? Oh, es ist auch nicht wichtig. Es ist letztendlich immer der Helfer der Jäger, der nach solchen Dingen wieder für Ordnung sorgen muss. Heute Nacht nimmt German an der Jagd teil. German, der erste Jäger. Ist der Endboss im normalen Spiel. Ja, war schon lange nicht mehr gegen ihn kämpft, tatsächlich. No. Easy. Oh, kommt sogar noch Secret Boss. Nice. Die Mondpräsenz. Oder? Na, okay, muss man nicht bekämpfen. Die kann man tatsächlich bekämpfen, wenn man gewisse Dinge erledigt. Und so beginnt die Jagd erneut. Ja, Freunde. Das war Bloodborne. Wir sind wir fertig tatsächlich. Noch knapp 2 Stunden. Beziehungsweise sagen wir 1,5 Stunden, weil 4 Stunden ungefähr anmoderiert. Hat echt Spaß gemacht. Das mal wieder zum Spielen, tatsächlich. Die Gestalt, was man da jetzt am Ende noch gesehen hat, das ist die Mondpräsenz.
Du kannst im Laufe des Spiels 3 Items sammeln. Das ist jeweils ein Drittel einer Nabelschnur, heißt das. Und da gibt es 3 Stück. Und wenn du die konsumierst, bevor du den Endboss machst, dann kämpfst du am Ende sogar noch gegen dieses Ding. Also du machst quasi einen Germon kaputt. Und wenn du den Germon kaputt machst, dann kommt diese Gestalt, die uns da gerade umarmt hat, diese Mondpräsenz heißt die, kommt dann auch in dieser Cutscene, aber die umarmt die dann nicht, sondern die fordert dich dann zum Kampf. Das ist quasi dann ein Secret Endboss sozusagen. Gibt auch ein Achievement, weil dann auch wieder ein spezielles Ende freischaltest. Genau, nur das nur zur Erklärung. Durch das, dass der Germon ja jetzt quasi im Traum von uns getötet wurde, erwacht er quasi, er ist dann wieder in seiner normalen Welt. Ne? Der Germon war ja da keine Ahnung wie viele Jahre in diesem Albtraum gefangen. Und anstelle von Germon übernehmen wir jetzt quasi seine Rolle. Wir haben jetzt quasi dann der Ausbilder. Durch das, dass wir halt uns mir geweigert haben zu erwachen, werden wir quasi der Chef von den Jägern sozusagen. Ne? Und dann beginnt alles wieder von vorne. Das ist quasi so ein ewiger Loop praktisch. Da kann sich dann jeder seine Story selber eininterpretieren. Dann kommt irgendwann wieder ein Jäger, der auserwählt ist, und dann muss am Ende der Jäger dann gegen unseren Charakter im Endeffekt kämpfen, der dann wahrscheinlich auch sagt, hey, entweder du lässt dich von mir jetzt umbringen, dass du wieder erwachen kannst, wenn du gute Arbeit gemacht hast, oder du kämpfst ja gegen mich. So. Genau. Aber Bloodborne war wirklich mal wieder cool, das zum Spielen. Hat echt Spaß gemacht. Das ist lange her. Oder war lange her. Kann man das skippen tatsächlich? Ich glaube nicht, oder? Jo, kann man sogar. Kann man sogar skippen. War eine schlechte Geschichte. Ja, die Geschichte von Souls-Spielen ist immer relativ. Na, das ist sowieso ganz schludrig erzählt. Da musst du quasi die ganzen Items durchlesen, damit du auf die Lore kommst. Und jetzt, das ist ein bisschen so der Nachteil. Deswegen haben wir einen Endboss jetzt erst gemacht, weil sobald du den legst, kommst du automatisch ins New Game Plus. Also es geht jetzt quasi, das Spiel geht jetzt von vorn wieder los. So. Da ist jetzt wieder unser Charakter. Wir haben unsere ganzen Items noch, unsere ganzen Blutechos, unsere ganze Einsicht etc. pp. Das haben wir alles noch. Das Spiel beginnt jetzt quasi hier instant wieder von neuem. Das ist quasi automatisch die New Game Plus 1 sozusagen. Deswegen wollte ich das DLC vorher noch machen, weil sonst hätte man nämlich jetzt diese ganze Geschichte wieder alles spielen müssen, bis dass wir ins DLC kommen. Und das wollte ich nicht. Ne? Hat uns tatsächlich ein bisschen einfacher gemacht tatsächlich. Aber es war so für den Stream auf alle Fälle das Gescheiter. Definitiv. Weil bei den anderen Souls-Spielen, bei den neueren, ist es ja dann tatsächlich so, da wirst du, wenn du einen Endboss besiegst, laufst du immer noch, bei Elden Ring zum Beispiel, da laufst du einfach nach wie vor in deiner Welt umeinander und du entscheidest dann quasi selbst, wann du ins New Game Plus gehen willst. Ne? Und bei Bloodborne war das damals noch anders. Du bist einfach automatisch ins New Game Plus geworfen worden. Tatsächlich. Suchen wir jetzt da einfach nur schnell die erste Laterne. Und dann... Ihr seht es eh. Ich bin nach wie vor Stufe 128. Ne? Das ist aber da jetzt ungefähr so, wie wenn es Stufe 20 gewärzt ungefähr. Oder Stufe 25. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Es geht einfach von der Skalierung her wieder von vorn los. Wenn man so will. Ne? Gut. Brennen der Sonne. Dann haben wir mit Bloodborne tatsächlich durch. Schön. Das ist genau das, was ich schaffen wollte. Tippitoppi. Das heißt, wir fangen mal nächste Woche mit Battlefield an. Das wäre am Dampfweg freien. Ich weiß, wahrscheinlich werden wir Battlefield sogar am Wochenende dann anfangen. Kommendes, weil ich möchte Mittwoch Inside Limbo fertig spielen. Weil da hat der Prof gesagt, da brauchen wir maximal noch eine halbe Stunde. Das ist, wenn ich gewusst hätte, hätten wir das letztes Mal schon fertig gespielt, aber es ist fein. Und wenn wir dann mit Limbo fertig haben, spielen wir Sekiro. Ja, will noch was vorschlagen? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich darfst du noch was vorschlagen. Thymesia. Habe ich beim Hetzer damals sogar gesehen. Ist auch ein Souls-like, gefällt mir allerdings nicht so. Also ist durchaus, mir ist das Spiel bekannt. Das darfst du als Wunschspiel nehmen. Ach so, ja gut, das ist wieder was anderes. Das ist dann wieder was anderes. Also du kannst es gerne als Wunschspiel äußern. Wir werden es auch als Wunschspiel, ich werde es dann auch mal anzocken. Vielleicht überzeugt es mir ja dann. Wer weiß. Aber nur damals, was ich so ein bisschen gesehen habe beim Hetzer, es hat mich nicht ganz so überzeugt.
kostet aber 1,10. Ja, das kannst du requesten, das kriegen wir schon. Also wie gesagt, wenn du das als Wunschspei äußerst, dann speise ich sowieso. Mindestens einmal. Deswegen bin ich jetzt schon einer gerätscht. Ja, wie gesagt, du kannst es gern requesten, überhaupt kein Thema. Spule ich dann auch auf jeden Fall einmal. Vielleicht überzeugt mir das Spiel dann auch, wer weiß. Ich kann es dir nicht versprechen. Aber ich bin da gern offen. Also wie gesagt, wenn du das requesten willst, du brauchst jetzt nicht irgendwie einen Rückzieher, oder du brauchst nicht meinen, dass du jetzt sagst, nein, ich mag jetzt dann doch nicht, wenn dir das nicht gefällt. Überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, wenn du ein Spiel hast, wo du meinst, das darf es gerne mal sein, einfach requesten. Das kriegen wir dann schon. Brauche noch ein bisschen, bis ich die Punkte habe. 2000 verhängt noch. Die Story hört sich halt sehr interessant an. Ist da nicht auch irgendeine Apps mit Rattenpest oder irgendwie sowas? War da nicht irgendwie Apps? Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht kriege ich es auch gerade in den falschen Hals. Weiß ich nicht. Bin mir jetzt selber gerade nicht so hundertprozentig sicher. Seuche, ja, irgendwas war da. Irgendwas mit Seuche ist da gewesen. Das ist mir durchaus noch bekannt. Tatsächlich. Na, wie gesagt, wenn du die 2K hast, das darf jetzt Ende nächster Woche ungefähr beieinander haben. In etwa. Vielleicht auch erst übernächste Woche, je nachdem, wie du halt zum Zuschauen kommst. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. Da tun wir uns überhaupt nicht runter. So. Gut. Wenn das ist, was ich kenne, bist du der Seuchendoktor oder sowas. Okay. Ja, wie gesagt, so ganz düster kann ich mich also ein bisschen erinnern, was der Phase war. Wie gesagt, damals, das ist halt auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich, oder 2,5 Jahre, wo das der Hetzer gespielt hat. Aber der hat es ja direkt bei Release gespielt gehabt, tatsächlich. Da hat sich vielleicht auch schon wieder einiges da, wer weiß das. Ich habe, wie gesagt, das Spiel ist dann links an mir vorbeigegangen, sozusagen. 22 erschienen, ja, das kommt sich ungefähr hin. Aber wie gesagt, wir schauen es uns an, kein Thema nicht. Vielleicht überzeugt es mich dann. Wer weiß, vielleicht kommt es dann auch mal auf die Streamlisten. Da lassen wir uns überraschen, da ich fast sagen. Ich nehme das hier, wollte bloß ein Geld ersparen. Ja, weißt du, alles gut. Alles gut. Ich sage einen Chip und ich habe es im Game Pass mal angespielt, bis ich gemerkt habe, dass es Souls-like. Ja, ist ein Souls-like, tatsächlich. Ja gut, dann weiß ich, dann kann ich mir ja schon mal darauf einstellen, dass wir das sollten wir, wie gesagt, Wi-Fi-Angabe ohne Gewähr, du weißt, das mit den Wunschspielen ist ja stark vom Programm abhängig. Aber das könnte sein, dass wir das sogar heuer noch eine zwicken können. Mal schauen. Wie gesagt, ich will jetzt nächste Woche auf alle Fälle Limbo fertig spielen. Das schaffen wir auch ohne weiteres. Dann fangen wir nächste Woche gleichzeitig mit Battlefield an, das ist schon installiert. Wahrscheinlich Richtung Wochenende. Und wenn dann Limbo fertig ist, dann fangen wir mit Sekiro an, das zum Platinieren. Den möchte ich auch wieder mal ein Playthrough machen. Haben wir zwar on-stream vor 3 Jahren schon mal gespielt. Aber ich glaube Sekiro, ich habe erstens mal wieder Bock auf Sekiro tatsächlich. Ist quasi eins, wenn nicht sogar das schwerste Soul-Spiel überhaupt bis dato. Da habe ich wieder mal Bock eine zum Lunzen. Und da geht mir auch nur noch eine Trophäe ab. Das wird ein bisschen entspannter als wir in Bloodborne, weil in Sekiro muss ich einfach nur Erfahrung grinden. Dann. Also wir machen natürlich einen kompletten Playthrough. Also wir fangen ganz von vorn an, komplett von Null und Ante und spielen wir es durch. Und wenn wir dann im Endgame haben, dann grinden wir einfach nur noch Erfahrung hoch, bis dass wir halt den kompletten Skillbaum voll haben. Das mache ich dann eventuell auch offscreen, also quasi bis zu einem gewissen Punkt dann offscreen, wenn es nur noch zum Grinden ist. Mal schauen, überlegen wir noch. Wobei das dann eine gute Möglichkeit ist, dass ich halt mehr mit dem Chat dann interagieren kann. Das ist dann quasi mal so ein wenig gemütlicherer Stream. Aber da schmerzt man dann, wenn es soweit ist. Genau, und wenn wir dann Battlefield bzw. Schrägstrich dann Sekiro fertig haben, wenn wir Sekiro fertig haben, wandert meine Playstation in die Wohnung hinauf, weil die werde ich dann eine Weile lang hier nicht mehr brauchen. Und wenn wir dann mit Sekiro oder Battlefield fertig haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir erst das Wunschgame von der Wi-Fi einzwickern und dann machen wir auf alle Fälle nochmal vor Ende des Jahres einen Mario Kart Stream. Das machen wir heuer auch nochmal definitiv. Und Weihnachten spielen wir God of War. Das war so mein Ziel, dass wir am 24. irgendwie so weit haben von den Projekten her, dass wir dann mit God of War 3 anfangen können. Weil da möchte ich es auch noch mal komplett durchspielen, tatsächlich. Habe ich auch Bock drauf. Mal wieder so richtig krass griechische Viecher auseinanderreißen. Genau.
Das ist so der Plan für den Rest des Jahres. Und wie es dann nächstes Jahr weitergeht, müssen wir dann schauen. Da lassen wir uns dann überraschen, soweit denke ich noch nicht tatsächlich. Aber gut, Freunde. Jetzt schaue ich mal noch schnell, ob ich eigentlich noch irgendwo hinschicken kann. Gehen wir mal wieder zum Yoshi, glaube ich. Der spielt Final Fantasy VII. Oh, habe ich Offstream damals auch gespielt. Würde theoretisch auch noch auf meiner Streaming-Liste stehen. Ist eine unfassbar geile Story. Also wirklich eine unfassbar geile Story. Kann man mit Final Fantasy 13 absolut nicht vergleichen, was wir damals gespielt haben. Wobei das auch eine geile Story gehabt hätte. Aber da ist mein Spielstand flöten gegangen. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, das Name noch zum Spielen. Aber Final Fantasy VII spiele ich vielleicht irgendwann auch noch on Stream. Mal schauen. Aber von der Story her, von der Geschichte her ist Final Fantasy VII richtig geil. Ob ich damals, was auf PlayStation rauskam, ist auch gespielt. Aber halt nicht on Stream tatsächlich. Genau. Gut. Leute. Dann sage ich merci, dass spontan da wart und zugeschaut habt. Heute war es wirklich ein sehr spontaner Stream. Das war so eigentlich, wie gesagt, überhaupt nicht geplant. Wir werden uns dann wahrscheinlich erst am Mittwoch wieder sehen, weil Montag ist der einzige Tag, wo Frau Bazi daheim ist. Die ist nächste Woche nämlich die ganze Woche in München. Deswegen werde ich wahrscheinlich erst am Mittwoch live kommen. Mittwochabend, da spielen wir dann Limbo fertig. Und wenn wir frühzeitig fertig wären, dann spielen wir noch Yu-Gi-Oh! Hinterher, hätte ich fast behauptet. Dass wir dann einen Yu-Gi-Oh! Stream noch hinter reindreschen. Ein bisschen auf der Rankleiter umeinander dümpeln. Mal schauen. Vielleicht fällt mir auch noch irgendwas anderes sein. Sagen wir schon. Und Wochenende starten wir dann. Was haben wir nächste Woche? Freitag habe ich noch Schulung. Kann man eventuell entweder freitags abends oder samstags vormittags mit Battlefield loslegen tatsächlich. Da bin ich schon gespannt. Das darf halt auch für den Dampfi dann ganz gut passen, weil der Dampfi hat eigentlich hat mich gefragt, ob es eventuell möglich war, dass wir das irgendwie am Wochenende legen. Aber das sollte ich hinbekommen. Ich sag's einmal auf alle Fälle. Gut, Leute. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht's euch gemütlich. Ich werde jetzt mal in die Wohnung raufgehen und schauen, was Frau Bazi macht. Ob die schon pennt oder ob die nur ein bisschen Fernsehen schauen will. Je nachdem, wenn sie schon schläft, kann es sein, dass ich mir noch irgendwo ins Wald sitze. Und falls sie noch wach ist, werde ich mit ihr Fernsehen schauen. Dann werde ich heute nicht mehr hier sein. Aber das zeigt es dann tatsächlich eh. I guess. Okay? Ihr lasst bitte Liebe beim Yoshi da. Wer ihn nicht kennt, der macht eigentlich viel Souls-Content mit seinen Viers. Also der spielt eigentlich Souls-Spiele mit den Viers. Das ist komplett geistesgestört, wenn du mich fragst. Und er ist ein unfassbar sympathischer Kerl. Also auf jeden Fall Liebe da lassen, wer ihn noch nicht kennt. Und ja, ansonsten haut's euch rein. Wir hören uns nächste Woche spätestens. Und einen schönen Abend euch. In diesem Sinne, hauen Sie hinein. Auf Wiederschauen. Und merci fürs Dasein.